So, grüß dich miteinander. Es ist Januar, he? Hat gerade geschneit vor kurzem. Morgen um 8 Uhr. Und ja, der Bauernhof ist noch gerade ein bisschen verlassen, he? Bin da noch gerade nichts am tun. Aber jetzt habe ich da Junge bekommen. Junge Kuhli. Hallo du. Ja, du kannst ja kaum laufen. 4 Monate. Ja, mit 4 Monaten solltest du dort laufen, he? Ja, die haben halt noch keinen Stall, aber die fühlen sich eigentlich auch wohl da. Ja, hallo, da ist eins am Säckeln. 3 Junge hat es gegeben, scheinbar. Ja, gell, dann ist etwa die Mutti da. Ja. Hey, es ist so, jetzt habe ich eben vorhin gesehen, dass die Preise für Weizen, dass die Preise für die Weizen sehr gestiegen sind. Jetzt müssen wir halt hier schnell die Traktor satteln, he. Etwa anlassen. Ja. Ja, jetzt gehen wir. Im Sommer konnte ich die Weizen lesen auf diesen Feldern. Die 3 Felder dort hinten, die gehören mir, oder? Das ist jetzt gerade Raps, ist jetzt gerade dort am Gedeihen. Raps kann ich dann im August, kann ich dann den gehen. Am Eien, he? Also ablesen. Und jetzt eben, jetzt haben wir letzten Sommer haben wir die Weizen gemacht, oder? Das waren insgesamt sind das 68'000 Liter gewesen. Und jetzt, Entschuldigung, sollte mich hier schnell konzentrieren. So, der Anhänger ist angekoppelt, jawohl. Schauen, hä? Ah, jetzt ist da noch Blachen drauf. Ja, aber die Blachen sollten schon weg. Sonst kann ich dann hier... Ah, ja, jetzt ist es aufgegangen. Schaut. Einfach schauen, dass da nicht zu viel Schnee reinkommt. He? Weil, ja, sonst stimmt jetzt das Gewicht nicht mehr. So, das ist mein Silo. Da ist alles drin gerade. Ein Weizen habe ich hier reingeleert. Oh, 68'000 Liter, ist das nicht schön? Ja, jetzt wird das gefüllt. Sehr schön, tipptopp, hä? Ja, ja. Da, jetzt haben wir hier 28'000 Liter Weizen drin. Ja, Flachen zu und dann können wir dann ab die Post, hä? Jetzt muss ich einfach schauen. Es hat Schnee, oder? Ich habe einen Anhänger mit 28'000 Liter, aber der macht sie überhaupt. Mama, schaut, der macht das, der macht das. Aber da der Oberster rauf könnte schwierig werden. Jetzt ist schnell kurz schauen, wo ich hier her muss. Ja, wisst ihr, das ist ein Riesenland, oder? Jetzt kann ich hier nicht einfach noch mehr her. Okay, jetzt könnt ihr hier schauen, bei den Weizen. Jetzt ist hier der beste Preis, ist eben dort im Getreideflusssilo. Die geben mir 1200 pro 1000 Liter. Das heisst, das könnt ihr selber ausrechnen, das ist nicht so schwierig. Auf jeden Fall muss ich dort zu diesem Flusssilo rauf. Ja, ah, ich weiss, glaube auch durch. Mal, bin ich auch schon gesehen, So, also, ja, hört, jetzt hat das, ja, eben 28'000 Liter, dann könnt ihr selber ausrechnen, das ist nicht so schwierig. Wenn das bei 1 wäre, dann hätte ich einfach 28'000 Stutz für den Anhänger voll, oder? Das ist ja nicht bei 1, es ist ja bei 1,2, ja. Wir einfach etwas mehr. Ja, ich denke, das gibt mir auch etwa 32'000 Stutz oder so. Ja. Für den Wandsanhänger, natürlich, ja. Seht ihr, jetzt fahre ich den Stutz auf. Dann hat man einfach schon nicht so, hä? Nein. Das macht nicht mehr Zeit, oder? Ah! Ja, aber wartet jetzt mal, jetzt muss ich da ganz schnell da schnell auf das Feld raus. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Karre abstellen. Da. Die 3 Felder, wo ich eben den Raps getroffen habe. Schauen, beschaffen. Unkraut.
Oh ja, ja. Ja. Müssen wir hier schnell mit dem anderen Traktor, müssen wir hier schnell hinten fahren zu den Feldern. Dann muss ich hier etwas mal schauen. Ja, das sieht nicht so gut aus. He? Nein, oder? Das sieht man schon, da, das ist Unkraut alles, was da so raussprießt. Das ist nicht gut. Sogar gross schon, das kann man nicht mit einem Striegel machen. Nein, das muss man gerade spritzen. Sofort spritzen, der Scheiß. Ja, sonst kommt das nicht gut, weil Unkraut kann ich nicht mitmähen in dem Sommer. Oder ja, die beim letzten Mal spritzen, habe ich da meine Geräte einfach da hergestellt. Das ist nicht so souverän. Normalerweise tue ich das alles schön verstauen. Aber ja, ich hätte nicht mögen, es war auch ein anstrengender Tag. Oh, jetzt habe ich da noch Dünger drin. Das ist auch nicht so gut. Hey, Dünger, ich will das, ja, das muss ich dann schon düngern, aber der erst nächstes Jahr. Das Jahr, dann im Frühling, kann ich sagen. Was haben wir da? Was ist das? Dünger. Ich will sehr schnell den Dünger abladen. Das daher am gescheitsten gerade. Hey. Ja, etwa so. Mama, ist nicht so schlecht. Eben, das ist alles Dünger hier. Nicht die 4 Fässer. Container. Das hier, das ist Herbizid. Eben gegen das Unkraut. Das muss ich jetzt schnell füllen. So. Nein, du jetzt nochmal hinten füllen. Vorne, es braucht eben nicht so viel von dem Herbizid. Das sollte eigentlich länger sein. So, jetzt tun wir die Spritzmaschine aufklappen. Die wird ganz breit, oder? Dass ich da nicht 1000 Mal auf diesen Feldern muss hin und her fahren. Und dann lassen wir den einfach machen. Dann stelle ich hier einen an. Und wenn hier die Felder spritzt, dann kann ich in dieser Zeit ruhig die Weizen liefern. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, dann macht er das dann selber. So, jetzt sage ich dem schnell, das Feld Nummer 1 hier, jetzt sage ich dem schnell, du sollst jetzt zuerst einmal rings umfahren, dass die Decken schön deckt sind und dann in der Mitte auch noch. So. Jetzt habe ich dem drauf gegeben. Jetzt seht ihr, jetzt mache ich nichts mehr am Kontroll. Nein, nein, das macht jetzt das auch ganz selber. Macht jetzt das ganz selber. Ja, seht ihr, jetzt geht er. Jetzt geht er zuerst diesen Weg rüber und dann geht er, oder? Ihr müsst euch vorstellen, ja, es hat keinen Wert, euch das zu erklären. Ihr versteht das eh nicht. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Oh! Warte, da das Zügel durch. Können wir hier wieder anlassen. So. Ja, so gehen wir hier weiter. He. Ich habe gerade ein bisschen unglücklich parkiert. He. Ja. Oh! Ja, seht ihr jetzt muss ich dort den Stutz auf. Jetzt weiss ich jetzt eben gerade nicht, ob das gut kommt. Der Schulbus muss jetzt halt warten, weil die Bauern die haben immer Vorrang. Ja, das ist wichtig, hey, Weizen. Ja, du musst jetzt halt einfach warten. So. Ja, das ist halt das Gewicht, das ich hier hinten dran habe. Oh. 9 km/h. Ja, schneller kann ich nicht. Komm, ja, du schaffst das schon. Einfach abziehen. Sehr gut. Ah, jetzt kommt es schon gut. Ja. Tipptopp, tipptopp. Das ist die Bäckerei hier links. Ja. Nee, die Autofahrer. Nein, jetzt hat mich da einen ganz prekär überholt. Aber ganz prekär. Ja, jetzt sind wir hier schön blinken. Wir müssen dann hier rechts rüber. He? Ja. Ja, jetzt tun wir hier ein bisschen Gas geben. Weil dann wieder der Hobitzer aufgeht, geht das besser. Schnell die Karte gupseln, die wir hier durch müssen. He? Nicht, dass wir uns dann noch verfahren, müssen wir hier wieder rechts. Schön blinken, ja. Und da ist ein Stoppschild.
Oh, das Stoppschild, das kann mir jetzt also gehen. Hey, oh, ist jetzt gerade abgeräumt. Ah nein. Hast das Stoppschild ab, oh, blinken, kannst du rausnehmen. Genau, ja. Also, da, seht ihr, bin ich schon ein bisschen auf Plan. Oh, seht ihr da so casual? Jetzt geht er ab, da können wir da schön nachfahren. Schön. Schön, hä? Yes. Schaut mal, wie das aussieht. Januar, um 8 Uhr am Morgen. Ich gehe Weizen liefern, hä? Schön. So ein Flössli. Auto noch toll. Schaut mal das an. Hä? Wunderschön ist doch das. Das ist der Farming Simulator 2025. Ja. Also. Da wären wir beim Flosssilo. Oder, jetzt können wir dann gerade schauen. Das ist jetzt spannend, oder? 28'000 Liter Weizen habe ich hier hinten. Die wollen mir 1200 pro 1000 Liter zahlen. Jetzt können wir dann gerade schauen, wie viel das gibt. Was, tun wir das Blechchen auf. Dann können wir das hinten rauslegen. Alles gerade, ja, sehr schön, sehr schön. Nimmt mir jetzt eben die Augen Hunger, wie viel Geld das wir hier bekommen. Für 28'000 Liter Weizen. Die haben wir jetzt gerade. Ah, 33'000! 33'800, ja, bin ich nicht schlecht gewesen mit 32'000, ja, 2'000 mehr fast. Schön. Ja, jetzt geht halt das ganze Spiel von vorne los, da ich noch viel habe in meinem Silo, müssen wir jetzt etwa noch 2-mal fahren. Ja, jetzt gehen wir zuerst hurtig schauen, wie es da... Ja, ein Feld hat der Kalb schon gespritzt, sehr gut. Muss ich hier schnell manuell zum anderen Feld überfahren, dann kann dann der weitermachen. So. Ja, das ist etwa... Ja, oder? Jetzt muss ich einfach hier spritzen, Weizen liefern und dann haben wir den Januar schon durch. Dann können wir dann wieder pennen bis im Frühling, Sommer. Und bis dann ist dann hier der Raps nachher. Dann können wir dort Raps ernten. Schön, oder? Also, merci vielmals fürs Zuschauen beim Farming Simulator 2025. Ein wunderschönes Spiel. Ade miteinander. Ja, da sind wir wieder, hä? Im August sind wir jetzt da. Ja, der Eduardo tut hier gerade den Raps mähen. Er hat das, ja, das ist das dritte Feld jetzt. Da kommt dann noch ein grosses dahinter. Ja, noch ein bisschen etwas zum Mähen da. He. Der Raps ist gut gekommen, seht ihr, jetzt hat es hier das Unkraut wegputzen. Ja, das ist halt immer noch da, aber es ist tot einfach. Ja. Ja, hier konnte ich schon 8000 Liter Raps reinleeren. Also immer, wenn hier der Tröscher, wenn der voll ist, muss ich den wieder leeren, oder? Da heute schnell schauen, wie es hier aussieht. Ich habe hier Holz geliefert. Es ist halt noch eine Baustelle dahinter, aber ich habe hier lange Bretter und Holz einfach geliefert. He. Jetzt ist das hier am Bauen, ihr seht. Also nein, ihr seht jetzt, man hört es ein bisschen. He. Es wird hier gehämmert und gemacht und da. Ich habe einfach keine Arbeiter rum, das ist ein bisschen kurios. Die sind auch unsichtbar, aber ja. Ja, das geht noch ewig. Das gibt eine kleine Halle. Da kann ich dann auch etwas reinstellen, ich weiß auch nicht was. Aber bis die hier fertig sind mit Bauen, geht das etwa noch Zeit. Ja. Ja, das ist meine grosse Halle hier. Da habe ich alle. Da mal das Licht anlassen, bitte. Da, ja, tipptopp. Für Heu zu machen, habe ich hier Geräte. Das sieht man sicher auch noch. Und das ist mein Säier hier. Ja, das gibt auch wieder noch eine größere. Nächstens gibt es eine größere Anschaffung, weil jedes Mal, wenn man jetzt halt so ein Feld gemäht hat, muss man das grubbern, oder? Einfach lockern mit einem Grubber. Das ist das Ding dort. Wo ist der Grubber? Wo ist mein Grubber?
Ah, das noch. Hier ist der Gruber. Oder der geht hier zu Boden mit diesen Höcken und lockert das alles auf. Oder das tut wie ein Mohren. Oder? Rüttelt. Und dann, wenn das gerubert ist, kann ich mit dieser Sämaschine hier neu säen. Ja, ich glaube, jedes Mal, wenn ich ein Gerät gebraucht habe, kann ich das schnell abkerkern, oder? Mein Bützerle, dass es einfach länger ganz bleibt. Dann muss ich es weniger schnell flicken. Aber jetzt gibt es eben so Sämaschinen. Wie zum Beispiel, ja, schauen wir doch schnell. Was ist da gerade die Aktion? Ja, Traubenfahrzeug, Bauenwickler. Ja, brauchen wir alles nicht. Nein, aber jetzt die Sämaschine, wo ist sie da? Die hure Sämaschine, wo ist sie? Und das hat doch da Sämaschine da. Das wäre der da. Der Agro. Der Agromast. Hm. Der würde eben noch so gehen, von der Leistung her, an meine Traktoren. Der müsste dumm, oder? Ihr seht, der hat jetzt vorne auch so ein Höckli dran. Das ist ein Gruber und ein Säier. Ja, dann muss ich dumm, dann kann ich grad nur mit dem drüber, oder? Dann muss ich nicht noch zuerst grubern und nachher säen. Ich könnte dumm die Sämaschine und den Gruber verkaufen und einfach die kaufen. Hä? Wäre doch etwas. Hä? Ja. Und Dünger kann man, glaube ich, auch grad rein tun. Ja, seht ihr. Dann kann man grad Dünger einfüllen. Dann tut das Feld auch noch grad einmal düngern. Ja, das ist super. Dann muss ich dann nur noch einmal irgendeinmal düngern. Oder man tut das Feld gegen zweimal düngern. Dann gibt es besseren Ertrag. Ja, also ich mache das einfach so. Ich bin einfach ein Profibauer, oder? Und die kaufe ich mir wahrscheinlich dann. Aber ich muss mir das so schnell hurtig klein einmal durch den Kopf gehen. Könnte aber eine gute Anschaffung sein. Jetzt muss ich schnell etwas anderes schauen. Da zu dem Gegacker dahinter muss ich eben auch noch schnell schauen. Jetzt. Ich habe hier einen Hühnerstall gebaut mit 4 Hühnern und einem Hahn. Du, aber der Hahn ist ja riesig. Ah, die sind noch klein, die Hühner eben. Hätte ich echt da noch grössere sollen kaufen. Ja, ja, jetzt dreh doch nicht durch. Jetzt muss ich hier einfach 2 Stück ein bisschen Weizen geben. Habe ich ja noch genug im Silo. Habe nicht alles verkauft letztes Jahr. Muss ich eben diesen 2 Stück Weizen geben. Und mehr muss ich hier nicht machen. He. Der Tröscher ist hier nachher. Ja, das wäre der Tröscher hier, oder? Jetzt muss ich hier schnell auf das andere Feld überfahren. Und dann kann ich dem Eduardo sagen, Eduardo heisst er, ja. Dann dem sagen, soll mir das bitte mähen. So. Ja, das ist ein grosses, ja, ja, das ist ein ganz grosses Feld da. Das ist eben hure gut. So, kann ich dem schnell sagen, Edu, was jetzt? Du fährst mir zweimal ringsum. Ja, es gibt halb Güte, gell? Ich habe da nicht so ein breites Schneidwerk, 6 Meter. Dann fährt man jetzt da zweimal ringsum und dann macht man dann die innere Linie. Das könnte ein Zeitchen gehen. Also Edu, du kannst loslassen von mir aus. Schau, jetzt mache ich nichts mehr. Nein, nein, das macht jetzt der Edu selber. Da. Jetzt hat er gecheckt, aha, ich bin schon am Rand. Jetzt geht er hier am Rand durch. Ja, ja. Der Keib ist eben schon noch gut. Oder jetzt der Raps wird hier hinten gerade reingefüllt, oder? Und er füllt es dann, und wenn der voll ist, jetzt ist 30% voll, oder? Das ist noch nicht. Raps gibt eben nicht so viel. Nein, es gibt nicht so viel Raps beim Ernten. Dafür kann man es dann für einen doppelten Preis verkaufen. Ist 58'000, ja 76'000. Dann sollte ich aber noch einen Zusatzbehälter haben für die Dünger rein. Kostet gleich 10'000 mehr. Ein Spurreisser, was ist das? Das brauche ich nicht unbedingt. Oder? Aber dann kostet es schon 68'000. Du. Da bin ich dann gerade ein bisschen knapp drin. Aber es sollte schon länger. Aber ich kann dann halt die andere Sämaschine verkaufen. Ja, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach. Dann haben wir aber den Spurreisser auch gerade drin. Keine Ahnung, was es ist, aber er ist sicher nicht schlecht. Also, Sämaschine mit Gruber dran und Dünger tut sie auch noch. Ha, ja, was willst du noch mehr?
Für, was jetzt 71'000. Ah, mit dem Spurreisser natürlich, ja. Also, wisst ihr was? Die kaufen wir jetzt. Zack, so ist die gekauft. Schon ist die gekauft, zack. Hä. Also, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben, Challenger. Ja, Challenger, lass jetzt, du hast gerade eine Meldung bekommen. Hast du voll dort? Ja. Das ist jetzt blöd, jetzt hat er angehalten. Wenn ich vorher wäre hergefahren, hätte ich ihn während dem Ernten können leeren, oder? Der fährt er gerade. Ja, du, du, aber du machst doch gleich kommen, das ist aber nicht so, wie wir abgemacht haben, hä? Hey. Also ich habe jetzt eben eingestellt, dass ich hier drüber fahren darf. Logisch ist es nicht, es wird logischerweise kaputt gehen, aber ich habe das ausgeschaltet, dann geht das nicht gäbiger, oder? So. Das reinfüllen da. Schön. Ja, aber du kannst schon weiterfahren. Jetzt wartet er einfach, bis er leer ist. Das ist ja langweilig. Ja, den ersten halt. Jetzt ist der etwa leer, oder? Oder mein Anhänger ist jetzt zu 57% voll. So, ja, nicht daneben leer, hey. Also. Jetzt stellen wir schnell das Anhänger dort her. Ja, ich kann den gerade hier am Rand herstellen, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Ich hoffe einfach, der andere Traktor muss nicht ziehen. Und der Challenger hat eben schon gerade ein bisschen mehr Leistung. Oder, jetzt fahren wir mit dem Challenger zum Shop. Dann gehen wir dort die neue Sämaschine abholen. Weil ich mich gerade. Ja, etwas Neues ist schon. Und die alte Sämaschine nehmen wir logischerweise mit, oder? Die brauchen wir, denke ich, nicht mehr. Putzt ist sie schon. So, wo ist das Sämaschine? Da ist. Gut, was jetzt noch musst du mitkommen? Ja, oh, Scheiße. Ja, wenn die Tür rein donnert. So gut, ja. Ja, was kann er machen? Ich will die dann verkaufen, ja. Also. Ich werde schnell schauen, was ich da noch für Scheissdreck habe. Was ist das da? Das ist Mineraldünger, hä? Ja, ja. Das ist gut. Das habe ich. Saatgut sollte ich aber dann kaufen noch. Das ist auch teuer. Also. So, oh. Jetzt hier rechts, glaube ich. Wisst ihr, den Weg bin ich also schon manchmal gefahren. Ja, ja. Von Shop zu Bauernhof, von Bauernhof zu Shop. Dann vom Bauernhof zum Shop und vom Shop zum Bauernhof, oder? Ja, ja, das ist sehr beliebte, sehr beliebte Strecke. Ah! Jetzt habe ich ja hier Dünger und Saatgut schon drinnen noch. Dann kann ich ja das dort abladen beim Händler und gerade in die neue Saatmaschine rein tun. Das ist gar nicht so ein Seich, ja. Machen wir, glaube ich, so. Also. Jetzt schnell studieren, ja, jetzt eben nur noch 5000. Ah nein, wir kaufen jetzt ja nicht. So, aber wenn wir gerade da sind, auf die Tanke, hä? So. Jetzt habe ich den voll tanken. Hat mir 228 Stutz gekostet. Geht noch. Ja, ja, es geht noch. Mit diesem Spiel, also hier zu USA, ist das noch günstig. So. Also. Sämaschine, merci viel mal für den Einsatz. Du hast mir schon gut gedient. Aber du musst jetzt weg. So. Oh. Fast vergessen. Ja, ich muss jetzt zuerst leeren. Also. Entladen. Ja.
Einer ist Saatgut, einer ist Mineraldünger. Super. Also. Verkaufen für 4500. Ja, ja, also. So. Ist die Sämaschine verkauft. Jetzt kann ich mal schauen, wie da die neue aussieht. Oh, das ist ja ein riesen Ding. Da kommt Zeiland, was habe ich denn da noch für einen Big Bag? Ist das kalt? Ja, das ist kalt, ja. Ein verdammtes Ding. Bob Zeiland Donner. Mann, ich echt ein Käfer auf dem Feld. Ja, sieht noch gut aus, da, sieht gut aus. Also tun wir die mal schnell auf. Ja, das ist aber nicht so breit. He. Das ist eben schade. Oh nein, schau jetzt. Nein, jetzt kommt der hier in den Weg, der Anhänger. Der Edu kann nicht durch. Ja, das kommt jetzt am Edu nicht in den Sinn, dass jetzt der kann rückwärts. Das ist schon eine Löwe. Du willst alles selber machen. He. So Edu, du kannst weiterfahren. Ja, wenn dir jetzt das nicht in den Sinn kommt. Was machst du jetzt wieder? Ja, aber du bist auch noch Bretschblöde sein. Das glaube ich ja nicht. Ja, weißt du was? Ich mache es jetzt selber, diesen kleinen Teil da noch. Hä? Ja, du schaffst es ja auch nicht. Geht so verdammt lang. Eben so eine neue Sämaschine wäre eben schon kein Seich, aber das Problem ist, die sind so Mohren teuer. Ja, meine Mohren. Mal, also da kostet so eine ganz gute kostet also dann schon nahe bei einer Kiste. Ja, also die beste. Ich weiß es gerade nicht, aber die sind ganz teuer, ganz teuer. So, Edu. Ja, das habt ihr jetzt nicht gesehen, das habe jetzt ich selber gemacht. Und jetzt sage ich dem Edu wieder, los geht's. Ja, jetzt muss ich da selber seinen Weg, aber jetzt ist der Anhänger aber nicht mehr im Weg. Also, wir können hier weitermachen. Jetzt mal die Abdeckung auftun da. Sehr gut. Mal rüberfahren. Aber eine schöne Kälte, die Sämaschine, hä? Schönes Ding, hä? Ja, ja. So. Jetzt, ja, der Dünger ist gefüllt. Natürlich nicht voll, aber das macht nichts. So, Saatgut ist auch drin. Ja, also, jetzt werden wir da die wieder zuklappen. So, gut. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg zum Hof. Ich kann den eben noch konfigurieren. Für 24'000 hat er mehr Leistung. 225 PS. Im Moment habe ich nur 200. Oh oh. Der hat nur 200 PS. Und die Sämaschine braucht 220 PS. Ja, das ist nicht so schlimm. Der schafft das schon. Voll tanken, voll geflickt. Eine neue Sämaschine, die Rugger auch noch geht und Dünger auch noch gerade. Jetzt willst du noch mehr. Hä? Ja. Tipptopp. Im August kann man eben gerade wieder Raps säen. Nicht alles täuscht. So. Was hätte jetzt das sollen? Hast du jetzt so mehr überholen? Ist das dort nicht gegangen, hä? Blöd. Schön, hä? Da klebt mir einfach einen am Arsch. Jetzt will er wieder überholen, der Dummsein. Oh, sollte ja hier rüber. Ich habe schon einen Unfall gemacht. Ja, jetzt bin ich ja viel zu weit gefahren. Ach, hallo. Jetzt haben wir nicht.
Bin ich gerade abgelenkt gewesen, wegen dem Sieg, der mich da überholen will. Ja. Dank dem Blümchen weiss ich immer genau, wo meine Farm ist. Also. Da mal aufklappen. Saat wählen. Ich werde Raps. Genau. Oder? Jetzt im August kann ich Raps ernten und auch säen. Tipptopp am Monat. Ja, oder jetzt sehe ich ein Feld, das 3. Benötigt Kalk. Nö, das scheisst mich jetzt gerade an. Also, lass jetzt Edu. Ah nein, der Edu ist ja im Tröschen. Das ist jetzt halt der Fredu. Also, Fredu, du tust mir das Feld säen. So, Job abgeben. Jetzt, was machst du jetzt da? Oder, das bin nicht ich, wo jetzt da... Was machst du jetzt da, Fredu? Aha. Ah, der ist auch ein bisschen am... Ja, aber... So, da bist du nicht am Anfang. Fredu? Fredu? Was machst du genau? Er macht das schon gut, der Fredu. Jetzt hat er mir wieder gesagt, oh, lass, Kollege, mein Tank ist 80% voll mit Raps. Das sollte etwa geleert werden. Und schon bin ich auf dem Weg. Jetzt nimmt es mich dann Wunder, ob ich den Anhänger mal ziehe überhaupt. Könnte eventuell nicht knifflig werden. So. Ja, weil das grüne Traktörli, das hat nicht so viel Leistung gegeben. Komm! Da kommt das Heiland dann. Ich kann den fast nicht. Jetzt sollte ich einfach dort nebendran fahren, bevor er anhaltet. Also bevor er voll ist. Dann kann man das leeren und weiterfahren. Komm, dann gib das Rohr, jawohl. Gut, sehr schön. Weiter. Oder jetzt fährt er einfach weiter, dann kann ich hier fertig ernten und leeren gleichzeitig. Das ist super, oder? Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt haltet er den an, weil er ja noch gerade am Leeren ist. Ja. So. Tipptopp. Also der Anhänger zu 84% voll. Ja. Dann stelle ich jetzt den Anhänger mal hierher. Und jetzt sollte ich eben das eine Feld kalken. Dort ist mein Kalkstreuer, der ist riesig. So. Das ist aber schnell gemacht, weil das ist ein super Streuer. Da habe ich noch so ausgestattet mit 2 Streutauern hinten dran. Oder die klappen jetzt gerade aus. So. Das ist das 3. He? Das Feld muss gekalkt werden. Also jetzt sage ich nicht dem Edu und nicht dem Fredu, sondern dem, wie heisst der jetzt? Gebu. Ja. Sage ich ihm Gebu. So tust mir jetzt das Feld schnell kalken. Eins drumherum und dann noch 3 Linien in der Mitte. Gell? Gebu. So, Job abgeben. Ich mache nicht mehr. Mal schauen, was jetzt der macht. So, jetzt muss er wieder schnell kalkulieren. Ja, wie weit muss ich weg? Weil das streut eben dann schon recht. So. Seht ihr, jetzt tut der Gebu da mein Feld kalken. Ja, das sollte man eben so alle 3 Jahre sollte man das eben schon machen. Ja, das wegen dem Ertrag. Die Felder gehen eben kaputt, wenn man sie nicht kalkt. So gibt es wieder frischen Boden. So, jetzt habe ich hier 3 Helfer gerade im Moment. So.
Das ist der Edu. Er tut hier noch fertig mähen. Und das ist der Fredu. Er tut hier noch fertig säen. Und dann haben wir den Gebel. Da tut man jetzt das Feld kaufen. Und hier bin ich. Und was mache ich jetzt? Ja, alles im Schaffen, nur eh nicht. Ich könnte eigentlich gleich in Zeitlupe das auch mal laufen. Da, 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 da. Ja, ich kann in dieser Zeit noch zu den Hühnern schauen, wie es denen so geht. Und zu meinen Kuhli. Bis die hier fertig sind. 9 Monate. Ja, das ist das ganze Jungs. He. Die alten Käben hier. Und auch das ganze Jungs, so wie das aussieht. Und dann haben wir schon die mittleren. Wie alt bist du mittlerweile? 11 Monate? Stimmt, ja. Genau. Den habe ich letztes Jahr noch gesehen, rumhüpfen da. Ja. Und wenn die... Wenn jetzt die da, 3 von denen habe ich. Wenn die alt genug sind, um sich fortpflanzen, kann ich die alten Käben verkaufen. Ja, die brauche ich dann nicht mehr. Dann habe ich hier Heu gesammelt. Dort hinten ist das Silo, dort, das ist noch voll Heu. Aber da kann ich zwischendurch einfach da ein bisschen Heu reinkippen. Und da ist ein Wassertank. Wasser brauche ich natürlich auch. Kommt da rein. Und wenn der Wassertank leer ist, gehe ich dort hinten, dort irgendwo zum See Wasser holen. Ja, ja. Oh, schau da. Den Honig habe ich ganz vergessen. Ja, Hund. Das ist Hund da, oder? Mein Honig da. 400 Kilo. Ja, das ist ja schon etwas. Den Honig muss ich bei dir verkaufen. Und ich habe da so einen kleinen Bauernkiosk eröffnet, da hinten. Dort geht an der Strasse, oder? Da kann man schnell anhalten und etwas kaufen. Dort gehe ich auch den Honig rein. Oder wenn ich dann Eier mal bekomme von euch, Käben da. Ja, dann können sie da auch Eier kaufen. Ja, ist noch gut, oder? Dann kann man da gerade beim Zugfahren oder beim Durchfahren kann man dort die einkaufen zu mir auf die Farm. Jemand hat seine Arbeit beendet. Wer ist echt das? Ah, du. Gut. Also, tue ich hier schnell manuell übernehmen. Das Rohr ausfahren hier. Und der hat noch ein bisschen Raps drin. Ja, das wollen wir nicht behalten da drin. Das wollen wir hier leeren. Ja. Das Anhängerchen noch füllen. Ja, im Kitz gerade ein bisschen verteilen, ja. Immer noch ein bisschen Platz. So, schon leer. Okay. Das Röhrchen wieder reinfahren. So, dann ist die Erntearbeit erledigt für ein Jahr. Diese Maschine brauchen wir jetzt ein Jahr nicht mehr. Weil wir sie ja wieder am Raps säen. Jetzt das Feld wird hier mit Raps gesät. Und dann brauchen wir die ziemlich genau ein Jahr nicht mehr. Warum? Immer nach Gebrauch. Ein Pützerle, hä? Da schnell ein bisschen abspritzen, den Käse, der wieder sauber wird. Oder man sieht gerade sofort, wie der schnell sauber wird, wenn ich den ein bisschen putze. Der Lack ist halt ein bisschen abgefielt, aber das macht nichts. So. Das längt. Einfach da vorne, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht reinläuft, das ist verdammt gefährlich. Ja, der Lack hat halt ein bisschen Schaden, aber das macht nichts. So, jetzt sind wir den zuklappen, oben. So. Und dann habe ich also so eine perfekte Halle, wo der top reinpasst. Und ich denke bis hinten. Und wenn ich den oben bis hinten verstauen, dann können wir
Dann könnte man in diesem Jahr auch noch anders da rein tun. So, abstellen. So. Aussteigen. Tipptopp. Gäbel ist fertig mit Kauchen. Gut. Also der Edu ist entlassen. Der wird Ende Monat wird der gezahlt. Für seine Erntearbeit. Und da der kurze Einsatz vom Gäbel, wo man das Feld gekauft hat. Der wird natürlich auch gezahlt. Ich habe gehofft, er mal dort rein. Mann er aber nicht. Kleiner Seich. Ja, darum steht er halt einfach da vor dran. Ja, das macht auch nicht. Ah, ja, jetzt müssen einfach die 3 Felder gesagt werden. Ja, da sieht es auch, es schifft. Ich bin hier gerade am Wasser holen, es ist einfach ein kleiner Lärm hier drin. So. Überwischer angelassen, ich habe hier gerade den Wassertank gefüllt. Oh, ich darf noch nicht ins Wasser trollen, so. Kann ich um. Ja, Kuhlis haben Durst. Ja, denen sollte man eben, wenn die auch noch Wasser geben. Oh, Moment schnell. Ja. Komm grad. Da bin ich das zweite. Nein, das ist das erste Feld. Ja, das ist das erste Feld. Bin ich gerade am Düngern. Also der der Eduardo ist das gerade am Düngern. Das zweite Mal. Das erste Mal habe ich auch schon. In dem schnell sagen, du lass jetzt, du kannst das zweite Feld auch gerade machen, gell? So, seht ihr, jetzt mache ich nicht mehr, jetzt hat er die Kontrolle übernommen, dann können wir zurück da, ja, kommen. Oh, Rückspiegel schauen, da kommt niemand. Das Schiff bei dem wie ein Mare und das Schneidbauernhof, da hat sowieso niemand durchzufahren. Nein, da geht die Waldgebühren zahlen, wie man dem sagt. Ne? Ja, aber ihr seht, es ist wirklich sehr schön gemacht. Die Strassen sind nass. He? Und auch die Rädchen, oder? Sieht man, jetzt ist das alles nass da. Das ist eben schon noch gut. He? Ja. Da habe ich einen neuen Bienenstock aufgestellt. Da gibt es ein bisschen mehr Honig. Habe ich abgekauft bei meinem kleinen Kiosk. Sind meine Kuhli da. Jetzt habe ich dann gleich 6 Erwachsene. Das heisst, ich kann dann mal ein bisschen verkaufen, weil die Kuhli da, das sind Dinge, das sind Angus, sind das. Ja, ja, schaut die Sommerhütte. Lustig. Das sind Angus-Kuhli. Ja. Und ich gebe keine Milch, die kann ich einfach verkaufen. Ja, also jetzt muss ich denen schnell ein bisschen Wasser geben. Die haben Durst, Ziffen zwar, aber das Regenwasser haben sie auch nicht so gerne anscheinend. Mal schauen, ob da richtig platziert. So, jawohl, ja. So, jetzt können wir hier Wasser geben. Weil Hunger haben sie. Also, dann tun wir hier schnell, oh, das Heu wird nass. Wassertank abkoppeln. Dann seht ihr, es ist März, he? Und schau da. Heu, he? So, ja. So, Heu reinkippen wie ein Mohren. Jetzt haben sie immer noch Hunger. Jetzt muss ich schnell Heu holen. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Heu. Ich muss dann da, wenn ich dann hier das Raps geerntet habe, im August, dann muss ich dann schnell ein bisschen Gras anpflanzen. Dann das Gras mähen, dann das Gras wenden, dann das Gras in Bahnen ablegen und dann kann ich es mit diesem Wagen hier wieder aufsammeln. Da habe ich dann Heu. Ja. Platzieren da. Da habe ich noch 40'000 Liter Heu, das ist zwar schon nicht schlecht. Nur den füllen, den Wagen. Gut, ja. Ja, einfach füllen, genau, ja. 16'000, das heisst, ich habe jetzt noch 24'000 Liter. Ja, das ist nicht so, das ist eben nicht so viel. Nein, weil die Kuhli, die fressen dann eben dann gleich. Ich habe nicht recht viel, weil ich die 3 verkauft habe.
Vielleicht kann ich das gleich machen. Ja, da gibt es halt dann nicht mehr so, es ist nicht mehr so viel Kuhli, die dann fressen, oder? Ja. Heu reinleeren. So, voll. Tipptopp, stellen wir das Heu wieder hierher. War nicht so gut am Regen, aber gut. Hey du! Ah, du hast das zweite Feld auch schon gemacht. Du hast den Start. Also lass jetzt, Edu, du fährst hier auf das dritte über, ja. Und dann kannst du den Bau machen. So. Gut, Edu. Also. Jetzt. Schnell schauen, da, wie es da bei meinem Hütchen aussieht, bei der Baustelle. Die haben hier fertig geschafft, die haben alles Holz verbaut. Es ist einfach ein bisschen schade, dass man das nicht sieht. He? Ihr müsst euch jetzt vorstellen, es steht jetzt so ein Holzgrundgerüst von einer kleinen Halle. Jetzt muss ich hier eben Zement liefern. Auch zum Putzen oder weiss auch nicht. Oder jetzt seht ihr hier, habe ich hier so ein Anbaugerät für einen Traktor mit einer Palettengabel. Die kann ich aber hier bei meinem gelben Challenger nicht dran tun. Weil der hat vorne das Gewicht. Der ist nur zum Ziehen. Und da kann nur Zeug hinten dran ankoppeln, oder? Das wittert ja. Nein. So. Muss ich warten, bis der da das düngert hat. Das vierte Feld ist eben das grosse. Das muss ich auch noch düngern. Wenn der fertig ist, können wir dann bei diesem Palettengabel satteln, Anhänger mitnehmen und Zement holen. Ja. Oh, bei diesem Gegacker hier, seht ihr meine Hühner, es sind schon zwei, sind jetzt schon erwachsen worden. Die tun sich dann auch fortpflanzen, oder? Dann gibt es dann mehr Hühner. Und Eier geben sie schon. Ja, schau jetzt da. Ja, jetzt halt mal die Schnurren. Also wenn es dann mehr Eier hat, da hier, habe ich die im November verkaufen, weil im November ist so der beste Preis für die Eier. Ja. Letzte Feld. Grosse. Das solltest du mir eben auch noch schnell düngern. Ja, das geht. He? Hast du gerade Zeit? Gut, merci. Es ist einfach scheiß Wetter da. Heiland Donner. Du bist irgendwie frisch halt noch. Ich bin da noch so voll sommermässig angelegt. Gell? Das ist mein Grossvater da. Hallo. Paint me green and call me a cucumber, if it isn't you. Das bin ich, ja. Was hast du für ein Problem? Was, ich muss gehen wieder? Ja, keine Zeit da zum Schnurren. So. Habe ich schnell lange Hosen gesattelt, Jäckchen angelegt und einen Hut. Oh, bin ich dann besser ausgerüstet mit diesem scheiß Wetter da. Aber der Wetterbericht sagt, es tut auf. Ja, man sieht es, die Sonne drückt schon langsam durch. Habe ich mich auch gerade nichts anderes angelegt. Hört es auch dann gerade aufschissen. Aber es macht ja nichts, gell? Gell, du? Ja. Hey, du, wie sieht es aus bei dir? Ich habe es noch nie. Der du ist hier fertig mit Düngern. Ich muss hier schnell die Geräte verräumen. Es geht ein bisschen an Schermen. So. Gut. Dann gehen wir unsere Palettengabel satteln. Wir müssen jetzt gerade Zement holen. Unsere Baustelle da. Ja. Da ist es. Okay. Könnt mit reinfahren. Und dann zack. Da ist es dran. Das funktioniert alles. Ja, tipptopp. Okay. Also. Dann brauchen wir logischerweise ein Anhängerli. Etwa der da, he? Das ist ein bisschen gross, aber jetzt das ist tipptopp. Falls ich mal etwa 10 Paletten bräuchte, könnte ich das hier sicher laden. So! Dann machen wir uns auf den Weg zum Shop.
Ja, scheisse. Ja, ich weiss, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ui. Gerade ein bisschen geil im Kurs, sorry, hä? Hey, das Tom, ja, das ist ja... Muss ich dich gerade gewöhnen, zu einem riesen Anhänger. Den kann ich fast nicht ziehen, du. Hey, das Tom. Alle Schulbüssli, hey. Alles klar. Aber könnte eigentlich doch ein bisschen Musik machen, solange wir noch nicht dort sind, hä? Ganz verreckte Musik, hä? Oh, nein, nicht da. Ah, weisst du was? Oh, die Tank können wir schon da sein. Ah, Volltanker. Ja, es tut mir leid, aber wieder müssen abstellen. Das ist ja furchtbar, die Musik. Aber wisst ihr was? Dort ist doch gerade die Werkstatt. Ich glaube, ich gehe schnell runter nach die Werkstatt. Ja, Achtung! Gott, verdammt sie. Der ist doch, also da, Gabel vor dran haben. Was ist denn? Ich gehe schnell in die Werkstatt, weil ich glaube, ich sollte den Traktor mal flicken. Wäre auch mal etwas, hä? Das ist schon ein alter Keim, Bro. Weißt du, da sollte ich da mal schauen, ob da die Leistung noch Gewährleistung ist. So, mal schauen da. Ah, das Anbaugerät, das ist noch gut. Die Kabel ist auch noch gut. Aber der Anhänger ist so schlecht zu Wert. Den klicken wir schnell für einen Tausiger. Nein, nicht lackieren, einfach reparieren sonst. Gut. Traktor ist auch nicht so super zu Weg. Schnell flicken. So. Habe ich da den Trophäe bekommen. Weil ich eben so einen guten bin und immer meine Traktoren flicken. Da wo ist jetzt der Shop mit diesen Ballen? Also der Doppelflow. Das da hier? Ja, ich glaube es. Also, jetzt müssen wir mal schnell den Anhänger hier herstellen. Nein, das geht nicht so ab Stutz. So. Dann gehen wir hier mal schnell in den Laden rein. Grüß dich wohl. Ich bin der Römer, ich sollte hier Zement haben. 2000 Liter, ich nehme an, das sind 2 Ballen. Oder? 9000 Stutz, das ist aber auch genug für den scheiß Zement. Also, ich nehme 2 Ballen. Merci, also wo? Merci. Wo kann ich jetzt die holen? Könnt ihr mir die jetzt schnell aufladen? Das wäre also der Flop. Ah, jetzt stellt ihr die einfach dorthin. He. Aber ist das genug? Stimmt das? Jetzt bin ich gespannt, ob ich das überhaupt mache. Das könnte jetzt noch knifflig werden. Also, los jetzt. Ich darf eine Palette holen. Aber die kann ich ja nicht aus dieser Ansicht machen. Nein. Schauen, ob ich das mache. Dann muss ich da schnell das Gewicht hinten dran hängen. Also. Da rein, ja. Und da. Oh, gerade beide. Das ist doch geil. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, das ist ja auch nicht so schwer. He? Das ist doch sicher so eine Tonne, so ein Palettzement. Also ich habe 2 Tonnen Luft. Ja, das hätte ich jetzt also nicht gedacht. Nicht drauf fallen, he? Ja, wir tun das jetzt einfach mal so. Oh! Ja, Scheisse! Ja, das ist eben doch ein bisschen schwer, he? Hey, nach Donnerwetter. Ja. Ja, es ist etwa gerade so eine Grenze. Also weißt du, wir legen das einfach so ab. Rausfahren. Weiter. Dann wird ein bisschen anbinden, he?
Zack. So. Das ist auch von der Lastverteilung her gar nicht so schlecht, also im Ort, hä? So. Also. Herzlich mal, wir gehen wieder. Ja, fast 10'000 Steine für 2 Paletten Zement. Das ist aber ein bisschen unlogisch, hä? Der teure Zement, hä? Soll ich die dort für eine Halle bauen? Nicht so schön in der Mitte geladen, hä? Das hat mich fast gekippt drum. Das müssen wir schauen. Seht ihr, ich hab's gesagt. Kurz trocken. Es Tröpfchen Regen mehr. Die Strassen sind noch nass. Habe ich die Jacke für nichts angelegt? Das ist ja noch nicht dumm. Wo ist jetzt die Baustelle? Ah, da. Ja. Muss ich das Zement dort hergehen, ja. Das wieder lösen da. Ja. Nein, so ein Stapler wäre einfach kein Seich. Mit dem Anbaugerät und am Traktor ist das einfach alles andere wieder gegeben. Einfach ein Gabelstapler, ja, ein Stapler, einfach ein normaler. Ein Stapler. Oder einfach ein Stapler. Unter was geht euch das? Einfach ein Stapler, oder? Da, Gabelstapler. Oh, schau da, Jungheinrich, 55'000. Ist aber schon ein bisschen genug, hä? Elektro. Okay. Und der andere da, der Manitou. Ah, das ist ein grober Keib, ja. Mit dem haben wir aber Holz rumgeschafft. 75'000, das ist einfach hure. Das ist also... Was 79'000? Das ist einfach schon ein bisschen viel. Ja, vielleicht ist er dann mal runtergeschrieben. Aber vorerst geht das so. Oh, okay. Ja, dort bin ich neben durchgestochen. Ich möchte einfach dann beide Paletten. Das wäre hure gäbig. Ja, tipptopp. Nicht kippen. Einfach sofort runterlassen. Ja, gut. Können wir das Zement hergehen hier. Wir können weiter arbeiten. Hört jetzt wird es schon wieder gehämmert. Jetzt seht ihr, jetzt verbauen die das Zement. Also, es ist März, wir haben jetzt das Feld das zweite Mal düngert. Unkraut haben wir mit der Zeit schon weggemacht. Dann können wir wieder pennen bis im Sommer, glaube ich. Da gibt es gerade nichts mehr zu tun. Ich werde schnell die Gabel hier abstellen. Da. Ja, lass, stell jetzt das einfach hier her. Genau so, ja, also. Dann kannst du hier zu deinem Kollegen rein. So, wo ist mein Kollege? Ah, da bist du hier parkiert. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also. Dann würde ich sagen... Ah, der Anhänger. Ja, du gehörst eigentlich nicht hierher. He? Ja, verräumen wir den nachher. Wir gehen jetzt einfach mal schlafen. Kurz bevor wir den Raps mähen kann, sieht der so aus. Er wird dann ganz grau und braun und dann kann man ihn nehmen. Aber wenn er so schön gelb ist, darf man ihn noch nicht nehmen. Das ist noch zu früh, oder? Das ist erst Mai. Am August kann ich den nehmen erst. Ja. Seht ihr jetzt, da hat es gleich gemeinert, hey, ich habe 3 Kuhlis verkauft. Ja, Erwachsene. Weil die anderen sind eben auch jetzt volljährig. Die können sich dann auch vermehren. Es sind zwar Kinder von den anderen, also Inzucht eigentlich. Aber das ist mir eigentlich gleich. Wir machen jetzt hier einen Inzuchtstall. Ja. Ich muss mir jetzt hier mal einen neuen Wassertank posten, weil ehrlich gesagt kackt das mir ein bisschen an, jetzt mal zum
am Fluss runterfahren, und sie Wasser holen. Und ich kann trinken, eben, das ist auch recht, da, die Kuhle. Ja, ja. Und schau, wie es Freude hat. Also. Ich will schnell schauen, ob es allen gut geht, ich gehe jetzt wieder ins Nest. Wir sehen uns auch in diesem Sommer wieder. Ciao zusammen. So, grüß euch miteinander. Wir sind gerade aufgewacht im Juli. Ihr seht, der Raps ist jetzt erntereif. Ja, so sieht der Raps aus, wenn man ihn nehmen kann. Dann ein bisschen spüren, dann ein bisschen Raps spüren an mir. Dann kann ich dann ein sagen, was da ist gegangen. Also, es gibt 80% Ertragsbonus. Weil eben das Feld in gutem Stand ist und ich es vor allem zweimal düngert habe und das Unkraut entfernt habe. Und es hat überall, also dort habe ich noch ein bisschen Bienenstöcke hergesetzt. Die Bienen die aber noch ein bisschen zu den Feldfrüchten schauen, oder? Dann ist der Ertrag auch ein bisschen besser. Es ist warm hier. Ich muss da schnell etwas anderes anlegen. He? So. Dann die andere Hose anlegen und das T-Shirt. Es wird langsam ein bisschen warm. Also, den Tröscher parat machen. Und dann kann ich dem Edu sagen, er soll hier anfangen zu tröschen. Oh, aber zuerst raus jetzt. Ja, einfach gerade mal hierher. So. So, steigen wir rein, das Hurenteil. Also. Ja. Fahren wir hier mal auf das erste Feld hingern. Das muss ich einfach aufklappen, glaube ich. Da. So, ja. So. Edu, könntest du mir das Feld mähen? Das wäre Raps. So fängt der an. Oder ich mache jetzt nicht mehr, das macht jetzt der Edu alles selber. So. Sehr schön, das kommt, hä? Kommt rein? Ja, kommt rein. Sehr gut. Gut, Edu, du machst das super. Ja, bis der zwar voll ist. Dann lass ihn mal fangen da. So, ich habe jetzt etwas zu tun. Ja, ja. Ich muss jetzt wieder... Ah, da steht... Ja. Ich gehe jetzt gerade die Palettengabel satteln, weil... meine kleine Halle dort, die Baustelle, die wollen noch Bretter. Ja, das haben sie mir halt nicht vorher können sagen, das hätte ich auch gut können mitnehmen. Mal fragen. So zusammen, was braucht ihr? Holzbalken, ein Palett und lange Bretter. He? Ja, dann gehen wir halt wieder zum Shop. He? Ja, Vieren hin und her. Weg wieder ein bisschen auf. Aber schön hier im Juli. Alle Felder gedeihen und blühen. Oh. Ich bin falsch gefahren. So auch noch, oder? Ja. Da hänge ich noch dran. Ah, gut. Und heute machst du einfach schon nicht so, hä? Stellen wir den wieder hierher. Grüß dich miteinander. Grüß dich, ich sollte Holzbalken. Ich glaube so eins. He? Einer ist Holzbalken gern. Wow, 12.000 Stutz.
ist ja verdammt teuer. Holzbalken einmal. Und dann sollte ich dann noch lange Bretter haben. Einmal. 8000. Boah. Also. So. Dann habe ich ja fast kein Geld mehr. Wow. Das sind ja rechte Teile. Du. Das Zeiland da. Aha, die habe ich ja schon am Anfang gebraucht. Genau. Also, das Kabel breiter machen. So. Das ist erstaunlich, dass ich das mache. Ich muss nicht beides nehmen. Ich das da draufstellen. Wäre eben schon noch gäbig, hä? Geht das? Ja, ein bisschen schwer, hä? Einfach ganz dran an, ja. Ja, das geht ja, weg. Top, hä? Sehr gut. Jetzt einfach langsam fahren, hä? Jetzt einfach langsam, nicht dass du noch kickt. Ja, man das nicht gerade zusammensammeln, da. Mach noch ein bisschen führen, ja, stopp! Jetzt rauf. Gut, weg gekriegt, weg backen. Nur an Grenzen. Da, ui. Ist Holz drunter? Ja, drunter. Gut, runterlassen. Da, ja, das ist ein gut abgegangen. Ein bisschen anbinden schnell. So. Souverän. Also. So, dann gehen wir wieder. Oh, das ist ein gefährlicher Tier. Weisst du, dann liefere ich das ab, dann muss ich das verbauen, dann heisst das sicher, ich brauche jetzt noch Ziegel für das Dach und dann muss ich wieder fahren. Ich darf das ja alles einfach mitnehmen, oder? Ja, ja. Ja, jetzt, das Wort ist. Ja, aber hallo? Ja, musst du nicht überholen, wenn ich über will. Ah, jetzt vielleicht da links. Aha. Sorry. Das lösen. Ich das einfach wieder zusammennehmen, wenn es geht. Das wäre verdammt gäbig. Nicht eure Anhänger reinfahren. Ja, das geht doch schon so. Komm. Hoppla. Der Prekär, hä? Oh shit, nicht runterrutschen, nein. Uiuiui. Oh. Ah, die haben wir schon dran genommen. Wollen wir das nicht runternehmen? So. Edu, wie sieht es aus bei dir? Ja, der Edu hat das erste Feld schon fast gemacht. Und der Tank ist immer noch nicht voll. Ja, erst 60%. Ja, der Raps wird eben nicht so gut ertragen. Aber dafür kann ich es auch teuer verkaufen, ja. Im November, dann. Ah, schau jetzt hier. Da, jetzt sieht man langsam etwas da. Hey, Donner, jetzt habe ich mich schon gefragt, wo ihr das Material her tut. Ja, aber es sieht nach etwas aus langsam, hä? Ja, ja. Ja, jetzt brauchen sie einfach wieder lange Bretter. Ja, aber es ist dann mühsam. Hätten wir das nicht vorher können sagen? Sollst du sonst noch etwas bringen? Oder wüsst ihr das erst nachher? Ja, es ist einfach ein bisschen mühsam mit euch.
Wissen voll, ich bin es halt schon wieder, ich sollte schon wieder lange Bretter haben. Ja, einer ist gern. Ich komme auch wieder noch ein paar Mal. Wisst ihr, ich weiss aber nicht, was die brauchen auf der Baustelle, die können wir das halb nicht sagen. Ja, das sind alles, ja, alles ganz komische. Hätte ja eigentlich den Anhänger gar nicht mitnehmen müssen. Hätte ich so können holen. Okay. So, gehen wir wieder. Ja, aber das ist jetzt aber nicht wahr. Was bist du für ein Arschloch? Das glaube ich ja jetzt nicht. Doch, sag mal. Was läuft mit dir eigentlich? Was läuft mit dir falsch? Hä? Hast du jetzt auch ab der Brücke schiessen, du Arschloch, oder was? Oh, jetzt musst du bleiben stehen, einfach. Hallo? Hey, das glaube ich ja jetzt einfach nicht. Habt ihr das gesehen, wie wir den hier von der Brücke tragen? Das ist ein Arschloch. Sogar der Radio ist mir ausgestiegen. So. Hier habt ihr eure blöden Bretter. Dann müsst ihr mal schauen, dass ihr fertig werdet mit dem Hütte. Ich will da mal rein. Wieso blinkst du da? Wieso? Du da rüber wollen? Also, wir haben September. Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Weizen. Komm, sei Maschine, komm, jawohl, nicht voll. Abwählen. Weizen. Ja, jetzt hier die ersten 2 Felder habe ich hier Gras angesagt. Das müssen wir jetzt gerade mähen, weil wir brauchen mal wieder ein bisschen Heu. Und die kleinen Kuhli haben einfach Hunger wie ein Mann, oder? Und bevor wir mähen, muss ich hier schnell zum Edu sagen, er soll mir hier das Feld säen. Edu, bitte Weizen auf diesem Feld. Danke. So, der Edu ist schon dran. Seht ihr, ich mache jetzt gerade nicht mehr. Nein, das ist der Edu, der das macht. So. Also, dann müssen wir mal schnell nach Hause schauen und in die Störe fahren. Liebbar. Das ist eine Mähmaschine für hinten dran. Und das ist eine Mähmaschine für vorne dran. Angehört. Mein Traktor hat leider Gottes zu wenig Leistung für beide. Das ist ein bisschen schade. Darum kann ich nur das Hintere brauchen. So. Nicht
das ist auch gut. Das macht nichts. Das sind wir auch nicht schlecht gemacht. So, dann können wir mal anfangen mähen, hä? Ja, das geht halt einfach lang. Ja, tun wir hier schnell ein bisschen bützeln, hä? Immer nach Gebrauch schön bützeln, dann super können räumen. So, jetzt. Jetzt müssen wir das ganze Gras, das wir gemäht haben, wenden. Für das brauchen wir einen Wender. Ich glaube, etwa den hier. Das tut das Gras einfach zu unten oben wirbeln. Dann trocknet das schneller. So, das ist jetzt bei ein bisschen lang gegangen hier. Eine hohe Menge Heu habe ich jetzt. So, jetzt wäre das Heu hier. Schwader. Mit dem Schwader tue ich jetzt das in die Bahnen ablegen. Dass ich das dann tiptop auflesen kann mit dem Ladewagen. Oh, jetzt habe ich die Wände nicht geputzt. Jetzt machen wir das beim nächsten Mal. Ja, nehmen wir das Schwaderli raus, komm. Ja, einfach. So, wieder das ganze Schwadern. Ja, das braucht nicht viel Zeit.
Oder das schiebt jetzt einfach alles in die Mitte. Dann kann ich dann dort mit dem Ladewagen drüber fahren, dann kann ich es auflesen. Aber, das könnte ein Moment gehen. He? Ja, aber willst du jetzt so da unbedingt durch? Du siehst doch, ich bin da am Aussiechen. Da, wir sind fertig, ich mache gerade Platz. Also. Wie gesagt, nach sehr viel langer Arbeit habe ich jetzt hier Heu in Bahnen, die jetzt aufgelesen werden kann. Jetzt habe ich aber gerade ein kleines anderes Ängstchen. Dort ist mein Silo für Heu und Stroh. Ich habe schon Stroh drin, schon ziemlich viel, das ich eigentlich im Moment gar nicht brauche. Und die Kapazität ist nicht so hoch. Und ich habe Gott verdammt viel Heu. Ich hoffe, das bringe ich alles rein. Du. Weil irgendwie für ein neues Silo zu kaufen oder eine Erweiterung habe ich jetzt gar kein Geld im Moment. Ja. Aber jetzt haben wir einmal Heu, Wienemar, jetzt gehen wir das auflesen. Ich habe das alles selber gemacht hier. Gemäht, gewendet und die Bahnen abgelegt. Ich hätte es auch machen vom Edu oder vom Fredu oder vom Ueli. Aber ich habe jetzt halt hier quer über 2 Felder, oder? Das ist das Feld 1, das ist das Feld 2 da. Quer drüber und noch ein bisschen drüber aus Gras geschnitten. Und ich glaube, der Edu, der Fredu, der Ueli, die würden das nicht checken. Aber dann mache ich das gescheiter selber. He. Also, dann gehen wir den Ladenwagen holen. Da halt heute schnell drüber fahren. Es gibt den Spuren rein, siehst du? Das ist sehr gut gemacht. Der ist gar nicht so verdammt dreckig geworden. He? Ja, wenn ich gleich schnell heute abspielen. Komm mal klein. So. Das Körnchen auch noch ein bisschen. Edu, wie sieht es aus bei dir? Ja, ich bin noch grad nicht fertig. Ich habe noch ein Moment. Gut, Edu, merci. Gut, dann bin ich das verräumen. Das ist ein bisschen knifflig da drin. Ich sehe fast nichts. Ja, der ist nicht, bringen wir wieder nicht raus. Ja, etwas so, ja, das ist doch gleich. Jetzt da etwas kaputt gemacht. Voll in der Laterne rein, hä? Nein. Musst du da stehen? Das passt mir irgendwie nicht so. Hey, lass dich mal. Müssen wir halt hier wieder drüber fahren. Aber hey, ich hätte es auch gerne, wenn wir hier über uns Heu müssen fahren. Aber jetzt. So, wo ist der Ladenwagen? Ah, ich bin so blöd. Ah, ja, dort bei der Kuhli. Sorry, liebes Heu, man kann den Instrument fräsen. Ja, dann wird es verdichtet, das ist gar nicht so schlecht. Bringe ich nicht alles ins Silo. Da habe ich noch ein bisschen drin. Jetzt wir gerade hier bei der Kuhli. Kuhli, ich müsste jetzt das näher da innen.
Ja, die nehmen noch ein bisschen mehr. Also. Gehen wir mal hier unten an. He? Ein Ladewagen ist eigentlich etwas ganz verreckt, sage ich euch. Oder? Ich kann jetzt hier so Pickup runterlassen, dort am Anhänger. Und dann ist das so wie ein Sauger. Lassen wir das an. Seht ihr? Jetzt dreht das hier innen. Und jetzt alles, was ich hier drüber fahre, schreibt das einfach in die Karre rein. Ganz ein verrücktes Ding. Schaut jetzt, wie das reinkommt. Schaut. Nein, das ist nicht genial. Irgendwann brauche ich hier ein bisschen grösseren. Nicht zu Wunder, ich habe 2, 4, 6, 14 Bahnen. Sagen wir ca. 15 Bahnen und bei einer Bahn ist meine Karre zu 38% voll. Jesus Gott. Ja, dann muss ich den viel lernen. Ja, ja. Könnte noch endlich dauern, bis ich das heute hier habe. Ja. Aber echt gleich spulen. Dort hat er abgestellt, jetzt ist er voll. Jetzt gehen wir glaube ich mal grad zu den Kuhli. Mal schauen, ob wir dort etwas reinkippen können. Ja, 20% habe ich noch lernen. Ja, also. Dann gehen wir hier wieder an. Nehmen wir hier noch heute schnell ein bisschen und dann ist es voll. Dann muss ich das Silo rein. So, jetzt ist es voll. Ja, jetzt kann ich das hier ausleeren. Jetzt kann ich das hier ausleeren und das wird grad direkt in die Silo reingesogen. Ja. So. Ja, jetzt können wir das da hinten an. Ja, jetzt habe ich da gerade einen kleinen Bug gehabt, wenn ihr es gemerkt habt. Jetzt hat man nämlich das Heu nicht, es hat mir nämlich das Heu im Karren innen angezeigt. Was jetzt? Ja. Also es ist Heu, es kommt Heu rein, es zählt einmal. Laut Anzeige, aber man sieht es nicht. Das ist aber der kurios. So, meine Damen und Herren. 2 Felder Heu eingesammelt. Nicht schlecht. 137.000 Liter Heu habe ich jetzt dort drin. Also, dann tun wir hier den Karren gleich noch füllen. Ja, mit Heu denken wir, nicht Stroh. Hast doch nicht Stroh zum Heu reinkippen.
Ah, jetzt haben wir hier einen vollen Wagen. Ja, aber das Heu ist eigentlich immer noch unsichtbar. Das ist verdammt scheiße. Und dann ging das Gefühl, er schläft. Ja, vielleicht kommt es dann plötzlich wieder. Uli, ihr habt jetzt Heu à la nom de Dieu, hä? Heu à gogo. Ja, jetzt müssen wir den verdammt lang kein Gras mehr mähen. Jetzt tue ich gerade hier die Walze satteln, weil ihr wisst ja, immer wenn man etwas sagt, sollte man es dann auch walzen. Der tut jetzt 2 Felder gesät. Dann müssen wir die jetzt verwalzen. Ich sage mehr, du sollst hier gerade auf dem grünen Traktor mit dieser Walze hier das Riesenfeld mal walzen. Gell, du hast es gehört? Bitte walzen da das Feld hier. Ja, du gehst mir einfach einmal rundum und dann mit. Ist das gut, Edith? Merci. So. Gut, übernehme ich schnell die Sämaschine. Dann müssen wir echt Ruhe kommen. Ja, ja. Hallo. Kannst du mir das Feld 2 säen? Mit Weizen geben? Ist gut, okay. Aber Uli, warte schnell. Gehst du dann einmal ringsum? Oh, das ist ja gar nicht der Uli, das ist ja die Irma von innen. Ha, Irma, gehst du dann... Ja, ich gehe auf die Zeit, das ist schon gut. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also der Dunger wird gewalzt. Dann wird gesagt, das hure Heu haben wir verstaut. Ja, echt liegen. Ui, ich sehe da etwas da. Schon gleich. Im November gibt es Batzeli. Ich habe nämlich 77'000 Liter Raps. Und im November ist der Preis über 2000. Das heisst, ich bekomme mehr als das Doppelte. Ich bekomme auch fast etwa 170'000 Stutz. Ha! Ja, und was gänkeln wir dann mit dem? Wo komme ich da her? Das ist ja noch die Tür. Türli, geh mal auf. Geht's eigentlich noch, da mich wegschieben? Aha. Das ist... Aha. Ah, da habe ich gedacht, was ist das da? Türli, zutun. Ja, schieb mich rein. Tipptopp, merci Türli. Ja, Oppi, Mann, alles klar. Geht's dir? Hey there. Hallo. Komm, schnurren ein bisschen. Sure. Erzähl mir doch irgendetwas über dich. Let's see what story I can tell you. You know you come from a long line of farmers, right? Remember your great Aunt Sophie? She once did some digging. And I don't mean for some potatoes. No. She was more of a writer, and her machine was a typewriter. Ja. She researched our ancestry, going back to the Nee, Middle Ages. ja, weißt du, das ist hure langweilig. Ich muss wieder arbeiten. Ja, ist einmal schneller, da mit dir lernen. Tut mir leid, aber... And here we are now. Ja, ja. Das war faszinierend gewesen, hä? Ich muss gehen. Hallo. Jetzt das an. Glaube ich ja nicht. Was geht da? Bisher? Ah, die sind immer noch am Arbeiten. Ha. Und du einen Sommer, hä? Geil. Sieht zum Honig aus. Ja, geht ein bisschen Gas. Brauchen Honig, der ist schon gleich, hä? Februar ist der Honig voll, hä? Das Palett ist der voll im Februar, ich sage nicht. Ja, sonst kann man nicht auch mal stechen. Und ihr? Ihr habt noch 500 Bretter zum Verbauen. Das ist ein viel, hä? Ah, Liter. 500 Liter Bretter, das ist eine komische Mengenangabe. Sagt man das so? Nicht wirklich, oder? Ich bin gespannt auf die Halle da. Könnt ihr mir schon sagen, was wir als nächstes brauchen? Oder ist dann fertig? Ja, wir haben schon noch Wunder. Kann man nicht da, wo ist der Eingang? Da vorne, hä? Kann ich da schnell rein? Kann ich nicht rein? Da. Also, ich bin gespannt.